Herzlich willkommen zu «Zusammen im Zentrum», das Tagformat von der Plattform J. Heute freue ich mich ganz besonders auf den Dieter Kägi, der bei uns zu Gast ist. Er ist Intendant vom Theaterorchester Biel-Solothurn und er ist auch noch Präsident vom Schweizer Bühnenverband. Willkommen. Besten Dank, guten Tag. Du bist einer der grössten Opernfans, die ich kenne. Wo auch abrufbar wirklich Daten nennen, Werk nennen. Das ist unglaublich. Vielleicht ganz kurz zu mir. Ich bin gestartet mit der Zauberflöte als Kind und Mutter. Und nachher dann mal schnell reingekommen, Tosca. Und das ist bis jetzt meine Liebe geblieben, von Puccini. Was war bei dir der Auslöser für die Begeisterung für das Musiktheater? Natürlich auch das Schauspiel, aber jetzt mal erst das Musiktheater. Also das war ziemlich ähnlich wie bei dir, auch mit ähnlichen oder gleichen Titeln sogar. Ich war im Kinderchor im Opernhaus in Zürich, schon als kleinster Knirps, und habe aber nicht begriffen, dass ich am Abend auf einer Bühne stehe, wenn ich zum Beispiel Tosca an Ministrant gesungen habe. Ja. Man hat gesagt, einfach vorne die schwarze Wand, und ich habe gemeint, ich sei in der Kirche und singe dort. Und ich weiss noch, nach Tosca bin ich heimgekommen brüllen, weil ich immer gesagt habe, der böse Mann ist wieder gekommen und hat geschumpft, es gab ja, wenn er kommt. Und immer nach Tosca durfte ich im Bett der Eltern schlafen. Da habe ich sehr gerne Tosca gesungen. Aber das sind natürlich Momente, die einen prägen, und Zauberflöten auch. Und damals in Zürich hat es eine Zauberflötenproduktion gegeben, die ist während 20 Jahren im Repertoire gelaufen. Und ich habe angefangen als kleiner Aff und bin dann ein bisschen gewachsen und dann grosser Aff geworden und dann ein kleiner Leu und dann ein Jahr später ein grosser Leu. Ich kann all die Werke natürlich, wie du wahrscheinlich auch, auswendig, und das ist etwas, das einen prägt und das einem nie mehr loslässt und wo dann später auch für mich irgendwie